Königshase. Vor langer Zeit hat einmal ein Bauer gelebt, der hatte 3 Söhne. Der älteste war eingebildet und hochnäsig. Der Mittler, sinnig faul, der hat am Morgen aber nur ein Auge aufgetan und am Mittag hat er gewechselt. Und der Jüngste, der war ein bisschen tollpatschig, aber gutmütig und hilfsbereit. Er hat Hans geheissen. Seine Brüder haben ihm aber nur Hans Tollpatsch gesagt. Und sie haben ihn immer wieder ausgelacht und belogen. Einmal ist ein Ausrufer ins Land gekommen und hat verkündet: Der König sucht einen Hasenhüter. Wer im König seine 100 Hasen 4 Tage lang hintereinander hüten kann, ohne dass ein einziger Hase verloren geht, darf zur Belohnung die Prinzessin heiraten und überkommt die Königskrone. Als der älteste von diesen 3 Burschen das gehört hat, hat er gedacht: Mal, das wäre nicht schlecht, die Prinzessin heiraten, König werden, nie mehr arbeiten müssen. Darum hat er sich sofort auf den Weg gemacht. Auf dem weiten Weg zum Schloss ist er zu einem grossen, dunklen Wald gekommen. Da hat er plötzlich ein Gejammer gehört. Was ist auch los? Er ist in den Wald hinein und sieht eine steinalte Frau, die die Nase zwischen 2 umgekippten Bäumen eingeklemmt hatte. Der Bauernburst hat das so lustig gefunden und statt in dieser armen Frau zu helfen, hat er sie nur ausgelacht, hat sich umgedreht, ist zum Wald aus und weiter auf den Weg zum Schloss. Nach einer Zeit ist er dann endlich zum Königsschloss gekommen. Der oberste Minister hat ihn höchstpersönlich empfangen und hat ihm die Aufgabe erklärt. Im Stall warten 100 Hasen. Mit denen musst du raus aufs Feld. Und am Abend bringst du alle wieder zurück. Wenn auch nur ein einziger Hase fehlt, wirst du zur Strafe in die Schlangengrube gerührt. Der älteste Bauernsohn hat genickt und hat gesagt: «Kein Problem für mich, dann lasst die Hasen raus.» Kaum war die Stalltür offen, sind 100 Hasen in alle Richtungen davongehoppelt, kreuz und quer, hin und her und hin, auf und davon, irgendwo hin. Der eingebildete Bauernburst konnte keinen einzigen mehr einfangen. Darum ist er am Abend in die Schlangengrube gerührt worden. Als der Älteste nicht mehr heimgekommen ist, hat sich der Zweitälteste, der Faulpelz, auf den Weg gemacht. Auch er wäre natürlich gern König geworden. Ihm ist es dann genau gleich gegangen wie seinem Bruder. Er hat im Wald das Mütterli gesehen und herrje, das hat immer noch die Nase eingeklemmt. Aber auch er hat kein bisschen geholfen und ist einfach weitergelaufen.